Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und wir sehen schon hier das wunderschöne Schloss in der Ferne. Da ist er, wie in Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Genau da geht's hier, aber ich glaube, wir sind hier nicht alle. Auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Es steht nicht, Komm, wir finden einen anderen Weg. es steht einfach nicht so Uncharted Basser. Wenn wir hier alle wären, dann müssen doch bestimmt irgendwelche Knechte und irgendwelche Handlanger sitzen. Ich könnte drauf wetten. Die haben natürlich alle Waffen dabei. Moment, ist das eine Statue? Ja, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, da steht schon irgend so ein Wegelagerer rum. In so ein Clochard. Frankreich ist es ein Clochard, ein Wegelagerer, ein Penner. Und was gibt's denn hier Schönes? Ein goldumrahmter Kamen-Areif. Ulala. Aha. Für Le Roi hier. Ach Gott. Was man so alles im Wald findet. Das habe ich leider noch nie im Wald gefunden, wenn ich irgendwo unterwegs war. Spaziere war. Ja, das könnte einfach nur ein Flötespieler sein aus der Antike. Könnte aber auch ein Pan oder könnte auch Pan sein, der entsprechende Gott. Könnte aber auch, ja, einfach nur so ein Spieler sei. Stinknormale Flötespieler. Von denen gibt es mehr als genug. Frochen, einfach mal ein klassischer Archäologe, der kann euch mehr als genug oder zur Sache. Ach ja. So, Della. Gehen wir mal durch hier. Und nee, ich bin kein klassischer Archäologe. Die behandeln mehr Griechenland und Rom, aber vor allem die Kunstgegenstände, oh, was ein schöner Ausblick hier, behandeln sehr häufig die Kunstgegenstände von Grieche und Römer. Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Ja, Eine Chance aus. Hast richtig. Du wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. So sieht's auch aus, ja. Ja, und die klassische Archäologe, die können anhand von solchen Statuen sagen, okay, wir gucken uns das Stil an, wir vergleichen ihn mit anderen und können dann von der Statue aus dann Chronologie erstellen. Die können dann zum Beispiel sagen, okay, anhand von Vergleichsbeispielen von den Statuen, die wir so ähnlich haben, können wir eine Zeitspanne ansetzen. Eventuell können wir sogar den Künstler sagen. Und die können euch dann eine Chronologie erstellen, die auch relativ genau ist. Anhand von Locke geht sowas. Teilweise. Mag ein bisschen komisch klingen, aber anhand von Locke von solchen Statuen kann man durchaus auch Chronologie erstellen. Zack. Weil man muss sich auch vorstellen, wenn man so eine Statue von sich selber setzt, oder so Büste oder ähnliches, ja, es kostet halt jede Menge Geld mit dem Material und da hat man teilweise einfach nur die Köpfe ausgetauscht. Sodass man auch bei Reliefdarstellungen und so weiter, weil das sehr typisch war bei den Römern, dass man den Kaiser zum Beispiel in seinem Gewand immer nur so dargestellt hat, wenn dann nur der Kaiser irgendwie nicht besonders gut war und eine sogenannte Damnatio Memoriae, also sozusagen Vernichtung, Tilgung des Andenkens ausgesetzt wurde, dann hat man auch seinen Kopf rausgemeißelt und hat dann einfach einen anderen Kaiser teilweise drüber gesetzt, weil das Monument wollte man ja nach wie vor haben. Und die Statuen, die sind auch relativ einheitlich, aber die Köpfe sind das, worum es dann geht. Jo, da hat man einfach nur die Köpfe ausgetauscht. Uiuiui. Und die kann man natürlich schön anhand von Frisur und so weiter unterteilen. In Zeitalter. Ja, aber genug schwätzt von dem Zeug. Ja, Sully, kommst du? Ein 1927er Orban. Tanz, Sully, tanz. Ja, ich verschwende jetzt hier keine Munition und schieße mir einfach mal vor die Bär. Ja, kannst du mich mal durchlassen, alter Mann? Gibt's dann das? Hier wollte ich auch noch mal gucken, ob ich irgendwo Schätzel oder so finde, aber ist anscheinend nichts mehr vorhanden hier. Na gut. So, sei ein wunderschönes Auto, was ihr haben wollt. Oh Gott, ich glaube, das Ding fährt nimmi. Und jetzt die Spanier-Mucke hier. Sehr passend natürlich. Oh, okay. Hält er sich da nochmal drauf fest. Eventuell hat es mal wieder eine Todessequenz erspart, weil er sich da drauf festgehalten hat. Na Kunst. Ziemlich kitschig. Naja, das geht ja noch. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Wow.
Das ist aber, ach, richtig, richtig geil. Ich glaube, sowas tut mir auch gefallen als Lost Place Fotografie. Das sieht ja richtig geil aus, vor allem hier noch mit dem Loch drin. Ah, das wäre wunderschön, sowas zu fotografieren in echt. Ach, gäb's das doch nur. Nach käme doch nur dorthin. Ostfrankreich ist ja nicht so weit von mir entfernt. Bis zum Saarland sind so teilweise nur 1,5 Kilometer, genau. Quatsch, sind es natürlich nur so Das Loch klettern. Da werd ich drauf. Das wird 1,5. Du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Eine Rare finde ich immer gut, auch wenn es eine Zigarre ist. Das rare ich immer zur Silvester-Zigarre. Ja, wie gesagt, im Saarland bin ich normalerweise in einer Stunde bis 20 Minuten, also einer Stunde und 20 Minuten oder 1,5 Stunden. Ich komme hier selber aus dem Osten von Rheinland-Pfalz. So weit ist es nicht entfernt. Und in Ostfrankreich wäre ich bestimmt auch so in 2 Stunden, denke ich. Zack. Dann wäre das eine Tagesreise, für so ein Schloss hinzugehen und Aufnahme zu machen. Ach, wäre das herrlich. Ja, spring! Zack. Okay. Du hätte ich wahrscheinlich nicht hochgekennt. Aber ich mag mal nochmal alles angucken, nicht, dass ich irgendein Ding wieder verpasse. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Ja, außerdem sind die Backstäbe hier schon raus. Das heißt, du kannst man natürlich weiterklettern. Sully, du hast doch schon der erste 2 Uncharted mitgespielt. Du weißt doch, was Sache ist. Du weißt doch, wie es läuft mit dem Klettern. Zack. Okay, in das Ding kommen wir selbstverständlich hier rein. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Oh. Jetzt gucken wir uns das mal von innen an. Sieht richtig geil aus hier. Gefällt mir mal wieder sehr gut. Ich mag jetzt gerade mal was testen. Okay, es ist nach wie vor Panzerglas. Heieiei, Entschuldigung. Es tut mir echt leid, wenn ich mich da räuspern muss, aber das ist nach wie vor diese scheiß hartnäckige Erkältung. Seit 2016 habe ich es immer noch so, dass, wenn ich länger spreche, dass ich so gereizt habe. So ein gereizter Hals habe und mich ständig räuspern muss. Das ist furchtbar. Ach ja. Boah, ich brauche gerade mal einen Schluck Wasser. Boah. Das ist echt schlimm. Sehr, sehr hartnäckig, der Scheiß. Boah, Mann. Na gut. Wenn wir jetzt da runtergehen, in das runtergekrachte Stockwerk. Und was finden wir hier? Na. Verdammt. Das tut weh. Hey, Junge, hier oben. Hier ist eine Kette. Okay, zurück. Ich schieß das Schloss auf. Pass auf, dass du nicht anders kaputt schießt. Ich sagte Schloss. Okay. Boah. Ist aber richtig geil gemacht. Ach, hier mit dem schimmlichen Sofa, wo schon das Moos drauf wächst. Das ist ach sehr, sehr geil. Oh, ich finde es so großartig, wenn sich die Natur so Orte wieder zurückholt. Das ist ein fast ehrwürdiger Moment, wenn man an... Was ist doch fast? Es ist ein ehrwürdiger Moment, wenn man in so einem Bau steht, der lange Zeit als Prachtbau genutzt wurde. Und wenn man dann zu sowas hingeht und man sieht, dass die Natur sich alles wieder zurückholt. Das ist ein echt ehrwürdiger und ehrfürchtiger Moment, wie ich finde. Ach ja. Okay, du kommst nicht hier. Irgendwas mit Kette runterschießen, hat er gesagt. Irgendwann, wenn ich es nicht von mir aus check, kommt bestimmt der Dab-Schädel-Hinweis. Da ist da was, oder? Okay, das hat nichts gebracht. Tipp. Öffnen Sie das Fenster, um Sully hineinzulassen. Okay. Ach ja. Ah, okay. Ja, hab's kapiert. Hab's kapiert, wie es geht sollte. Okay. Kann ich denn nicht an das Ding hoch? Zum Klettern. Reicht doch nicht wie ein Ochs. Ich will einfach nur, dass du da hochkletterst. An der Kette. Oder was gesagt von wegen Kette, oder? Moment. Ich verschwende mal wieder Munition ohne Ende. Da ist was. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Eieieiei. Irgendwas habe ich mal wieder nicht kapiert. Ach ja, das ist dieser wunderschöne Moment, wenn ein Let's Player Let's Fail macht. Scheiße, da kommt er nicht drauf. Überall, wo Pflanzen sind, kann der nicht ran, der Kerl. Unglaublich.
Jeder Passage kann er klettern wie ein Aff, aber sobald da ein paar Ranke dran sind, dann kann er doch nichts machen. Ah, Mann, was ein Typ. Okay, da komme ich auch nicht durch. Nee, da will er auch nicht. Ich warte nur mal, bis die Dab-Schädel-Kommentare kommen. Scheiße, wo hier? Wo hier? Irgendwas mit Kette runterschieße war. Hier vielleicht? Ah, da bewegt sich was. Scheint aber wohl nicht richtig zu sein, oder? Ich weiß auch nicht, was ich da schaffe. Ah, von dort aus vielleicht. Moment. Irgendwas mit runterschieße war. Ich verschwende mal ganze Munition. Tipp, schießen Sie das Schloss auf, um Sully... Ah. Okay. Schießen Sie das Schloss auf. Ja, aber wo? Welches Schloss? Ach, da! Da ist er, Herrgott. Ich bin doch auch ein Knödelkopf. Ja? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Also den Titel Sprenger der Ketten kann ich mir auf jeden Fall nicht geben, nachdem ich jetzt so peinlich abgestunken habe hier. Die ganze Zeit auf irgendwelche Kette geschossen habe. Die eigentlich nicht die sein sollten, auf die schießen soll, sondern die fette Goldkette. Ich versuch's. Okay, irgendwas zum Hebeln brauchen wir. Ja, auf jede Kette habe ich geschossen, nur nicht auf die fette, blinkende Goldkette, die hier treibt. Oh Mann, das ist so peinlich, als wenn ich da so dermaßen abstink. Okay, was zum Hebeln braucht er? Okay. Also er kann durch Möbel gucken, wie es aussieht. Ja, und jetzt? Wollte das dappische Ding einfach eine Hochkurve haben, oder? Was ist dein Problem? Ich verstehe gerade das Sinn hinter dem Ganzen nicht. Wollte einfach nur das Ding aufgestellt haben. Als ist er echt merkwürdig. Aber ich verstehe das Sinn gerade nicht. Ich nix verstehen Sinn gerade. Moment, wie... Ah, okay, so dürfte das reichen, okay. Ah, kapiert. Ich bin doch ach ein Blödmann. An einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Sauermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Also, manchmal stehe ich echt nicht nur auf dem Schlauch, manchmal habe ich den Schlauch erfunden. Das ist echt heftig. Okay, nochmal. Gehen wir mal. Also, da links rum kommen wir nicht. Irgendwie darüber. Ja. Natürlich musste das. Ich sehe es, guck, ich muss hier einen Affe-Move starten. Weil so komme ich nicht dran, glaube ich. Nee, so komme ich nicht drüber. Dann muss ich hier über den Vorsprung einen Affe-Move starten. Also. Ja, der klappt. Das hatten wir schon mal im Underground. Also, Affe-Move. Zack. Und dann können wir hier Kurbler. Ich habe eine Idee. Aha. Okay, und jetzt? Wie soll uns das helfen, den scheiß Balken da rumzukriegen? Wenn man das technische Verständnis von Ochs hat. Ich weiß jetzt auch nicht wie. Ich gehe mal runter. Guck mal nach, ob uns das jetzt irgendwas gebraucht hat. Anscheinend nicht. Die müssen doch einfach nur den scheiß Balken da wegdrücken, ihr Idioten. Was ist euer Problem? Was stimmt nicht mit euch? Noch einmal. Nochmal und hoch. So. Was stimmt denn mit mir, dass ich das nicht verstehe? Ah. Okay, Affe-Move. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Nächster Affe-Move. Zack. Deswegen bin ich was sowas nicht so Gebraucher. Ich bin definitiv kein guter Schatzsucher, weil ich doch keine Ahnung habe, was ich zu machen hätte.
Wenn ich schon bei so einfacher Denkaufgabe scheiter. Tipp. Ja, ja, das habe ich jetzt schon kapiert. Jetzt kann einer von oben und einer von unten drücken. Gut, So. los geht's. Warum sie das auch immer nicht von unten konnten, die zwei Trottel. Wie, Gleich unten. wie verdammt umständlich waren das, wenn sie beide zu zweit total gedrückt hätten. Na egal, hinterfroh ich jetzt erstmal mal nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Und ich drück mir der Idiotenstempel selber auf die Stirn. Ein Weg zu dem Turm. Boah, geil. Geil, 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 geil. Im Ofen ist aber nichts für uns drin. Ich glaube, sowas Leckeres kann man hier annehmen, kochen. Die Küche ist wohl etwas außer Betrieb. Quatsch, darum. Manchmal klappt es einfach gut, manchmal klappt es nicht so gut. An manche Tage bin ich nicht so gut dabei im Hirn, wie es aussieht. Und dann können wir hier rüber auf die Couch. Wow, was da schon für Wurzeln drin sind. Geil. Das gefällt mir wieder. Oh, mit Blume. Tulpe sind es, glaube ich, oder? Sehr schön. Ah, schön. Ich glaube, das soll eine Tulpe darstellen. Wunderschön. Und da ist nichts. Hier unten haben wir auch nichts. Außer, dass er die ganze Zeit über seine eigene Bär stolpert. Da können wir auch nichts mehr aufmachen. Nee. Dann müssen wir wohl die Treppe hoch. Jetzt sind wir in der Eingangshalle, schätze ich mal. Ja. Das sieht man noch der Eingangshalle aus. Wow, wie da schon der Baum rauswächst. Wie geil ist dann das bitte? Ah, schön. Schön, schön, schön. Hey Nate, der Turm da. Sieht alt aus. Ja, das ist der aus Lawrence Notizbuch. Muss er sein. Gut. Danke. Okay. Ja, uns geht's ja um der alte Bergfried, das ist klar. Weil dort das Kreuzfahrerzeichen dran ist. Ach ja, ach ja. Ah, da hinten ist ein Schatz, wie ich sehe. Und zwar Louis Duas Münze von Ludwig dem 16. mit seinem Krötegesicht. Mhm. Sehr schön. Ja, die ist schon was wert, sowas. 1786. Das ist nicht schlecht. Das ist definitiv was wert. Ach ja. Vor allem auch noch in Gold. Wunderschön. Das hält uns. Okay. Ich habe gedacht, das bricht jetzt auch eventuell runter. Und hier haben wir irgendwas Interessantes. Nee, nichts Interessantes. Ja, ich sehe schon, dass du Fenster offen ist. Habe ich schon kapiert. Jep. Ach Gott, kreisch doch. Und was haben wir dann da noch? Nix mehr. Na gut. Dann humpel ich jetzt mal hier rein. Gucke, was wir da noch Schönes finden. Uiuiui. Das ist leider schon abgegangen, das Bild. Das ist aber noch relativ gut erhalten, obwohl es ein bisschen zerfetzt ist. Das ist noch perfekt erhalten. Sehr schön. Schön, schön, schön. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Danke. Tja, jetzt gibt's keinen Rückweg mehr. Ich meine, es ist auch vollkommen unmöglich, hier nochmal durchzukommen. Aber vom Spiel aus dürfen wir wahrscheinlich hier nicht mit zurückgehen. Okay. Da ist noch ein Gemälde gewesen. Okay, John Schnee ist auch mit dabei. Obwohl, nee, das sah eher aus wie die Schauspielerversion vom, die Filmversion, Serieversion vom Robb Stark. Nicht vom Jon Snow. Ach ja, jetzt sind wir hier noch in einem schönen Salon drin. Hier in so einem Perückehainer. Hey Nate, ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja, das ist es. Bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht?
Ja, zu einfach. Kann ja auch manchmal einfach sein. Es darf vor allem auch sehr gern manchmal einfach sein. Und zumal hier sonst überall Sackgasse sind, vermute ich doch nur stark, dass es im Kamin ist. Es wäre schön, wenn das so wäre. Wie wär's dann? Wir schießen einfach mal drauf. Na gut, es hat nichts gebraucht, außer dass ich gerade Taube aufgescheucht habe. Rüstung nicht. Kommen Sie mal. Die Sockel drehen sich. Interessant. Noch was darüber? Mal sehen. Wir können auch einfach mal die Ritter so gegeneinander stellen. So zum Kampf. Okay, das scheint wohl nichts gebraucht zu haben. Ja. Hier, schau. 4 Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie Das sind ist wir aber- in dem Raum? Ist aber gerade arg verpixelt. Also ich kann es persönlich nicht erkennen. Müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Moment. Aber wie rum ist richtig? Ah, das ist total verpixelt. Ich sehe doch kaum was. Der mit dem Schild muss der zu der mit der Axt zeigen. Morgenstern. Axt. Noch einmal. Der mit dem Schild muss zu der mit der Axt zeigen. Okay. Noch einmal. Haben wir das? Moment. Geht ja nur so, oder? Noch einmal. Der mit dem Morgenstern zu der mit dem Schild. Oh Mann, das sieht man überhaupt nicht. Also ich persönlich sehe nur Pixelscheiß. Das ist auch das erste Mal, dass es... dass das Ding rumzickt, muss ich sagen. Und der mit dem Schwert... Ach du Scheiße, ich sehe nix. Ich sehe gar nix. Ist das ein Scheiß? Noch einmal. Okay, das ist der Axtkämpfer. Noch einmal. Verdammt. Okay, der muss zu der mit der Axt zeigen. So rum war das. Ich vermute zumindest mal eine Axt dahinter. Der muss zu der mit der Axt zeigen. Okay. Der Schwert muss zu der Axt zeigen. Das Hammer. Und der Morgenstern zeigt zum Schild, glaube ich. Und noch irgendeiner zeigt zum Schild. Morgenstern zeigt zum Schild. Und eventuell muss der zum Schild zeigen. Aber das hatten wir ja schon, glaube ich. Mann. Also wenn die Scheiße verpixelt ist, kann ich natürlich nichts erkennen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn der Scheiß verpixelt ist, muss ich jetzt leider roter, weil ich sehe überhaupt nichts. Probieren wir es noch einmal. Moment. Zack. Und noch einmal. Na, das bringt gar nichts. Scheiße ist das. Da ist alles wunderschön. Aber desto... Da hinten dran ist auch alles verpixelt. Das kannst du Hase geben. Also hier finde ich keine Hinweise mehr. Morgenstern. Ich probiere es. Ich probiere es mal zu interpretieren. Oben links sehen wir das Schild. Der zeigt zu der Axt. Unten drunter sehen wir den Morgenstern, der zum Schild zeigt. Morgenstern zu Schild, Schild zu Axt. Das stimmt schon mal. Auf der rechten Seite nach wie vor meiner Meinung nach der Morgenstern, der zum Schild zeigt. Und unten drunter Schwert zur Axt. Ah ja, jetzt verstehe ich. Der Ritter mit dem Schild schaut den Kerl mit der Axt an und so weiter. Ja. Weiß schon. Ich hab's auch kapiert, Sally, aber ich sehe es halt einfach nicht. Ah, Eberhämmers. Manometer. Ein geheimer Weg. Okay. Sagst richtig, Sully. Okay, das war jetzt wirklich einfach nur dämlich. Weil das verpixelt war. Vielleicht funktioniert es beim Neustart. Du ziehst. Auf 3, klar? 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Okay. Natürlich. Nate? Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebe. Wie soll ich da wieder hochkommen?
Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Ach, bestimmt. Gerade mal gucken. Jawohl. Hier hat es gespeichert. Und dann die Sache an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig, wo wir dann in der Grott hingehen zum alte Burgfried. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.